Shalom Aleichem, weil ich angeben müsste mal Friede stimmen oder Fragen und ich verstehe nicht, was ich kann lieber auf Englisch, ihr könnt mich fragen. Müsste mal Teil von der Beteiligten der Konferenz wissen, als bemerkt man sich hier, aber gearbeitet an Forwards, in der Zeitung Forwards. Wir Teil von der Redaktion und Kimat bemerkt man 20 Euro gesagt, geschrieben populäre Artikel wegen Wissenschaft. Eine von den interessantesten Aufgaben sind von mir gewesen, das Austragen neue Termine in Physik, Medizin, Chemie, Mathematik und andere Gebieten, was Pushet hat nicht gekannt gefunden und kein existierendes Wörterbuch. Hab gemisst Austragen neue Termine, wo sind an der von sie sind rein in die neuesten jüdischen Wörterbücher. In einem Google-Übersetzer, was steht bei uns auf Kapuros, aber von der Stelle wollte ich nicht gewollt. Ob noch ärgere Termine, wo sie schon dort wollten rein bekitzert, das ist gewesen sehr interessant, eine kreisdicke Arbeit für mich. Was ich vernahm sich noch alles mit dem, sei in Forwards, letztens habe ich geschrieben noch etliche Artikel wegen populärer Wissenschaft, sei in Bergejaner Stern. Ich schreibe euch fantastische Erzählungen, wissenschaftlich fantastische, was fordern neue Termine wegen Kosmos, andere Planeten und so weiter. Quantphysik bekitzert. Koidem kol wollte ich eigentlich erzählen. Ich habe es weisen, wenn also ich kann es weisen. Ja. Koidem kol will ich vergleichen. Alle können sehen? Alle können sehen. Koidem kol will ich vergleichen Jiddisch mit Urdu. Für was Urdu? Weil beide Sprachen sind indoeuropäische, wo sind sehr stark haben ja sehr starke Spur von semitischen Sprachen. In dem Case von Jiddisch versteht sich Lashon Kodesh und Aramisch, wo sind in dem traditionellen aschkenazischen Welt benehmen eine Sprache faktisch Lashon Kodesh. Lashon Kodesh Aramisch. In dem Fall von Urdu ist es Arabisch. In beiden Fällen sind das Sprachen von Religie, was haben einen speziellen Ort in der Sprache. Und in beiden Fällen sind die Sprachen sehr stark verbunden mit den Erzählungen von Übersetzen. Das heißt, auf Urdu hat man übergesetzt das Sachwerk von Arabisch. Der jeder gebildeter Urdu-Reder ist befragt, sind sie Musulmaner, ein musulmanischer Urdu-Reder darf kennen sehr gut Arabisch, können reinstellen, ganze Stücklich Arabisch in seine Sprache. Pinkt so wie Aruf, wenn darstellt auf Jiddisch, darf kennen die ganze Chokma von reinstellen, dem semitischen Schnitt natürlich in Jiddisch. Das sind zwei Beispiele von Sprachen, wo sind, man kann sagen, was haben sehr reichen semitischen Schnitt-Element, wo es ist natürlich zu neu geschmolzen mit den indoeuropäischen. In beide, wir können finden noch solche Sprachen, auch Persisch, was Persisch ist nicht so, und nicht solche verschiedenartige Wurzeln wie Urdu. Aber Jiddisch ist im Vergleich mit Persisch und Urdu, kann man sagen, dass Jiddisch ist Bechlal sehr tief verbunden mit den Erzählungen von Übersetzungen. Man kann viele sagen, dass der Erzählungen von Jiddisch, der alte Name von Jiddisch, was ist Deutsch, meint nicht Deutsch. Es ist nicht eine Variation von dem Wort Deutsch, wie sagt Menschen trachten. In der Emerson das Wort Deutsch, Deutsch, Dutch. Auf andere Dialekten Deutsch und so weiter. Und gemeint in uralten Zeiten, in der althochdeutschen Tkufe haben sie gemeint, Sprache von einem Volk. Judisk, ich weiß nicht, oder das Wort geklingen, aber es hat gemeint, eine Sprache von einem Volk.
was in Alt-Idisch ist geblieben der Badait, als der Teich meint, die Sprache, was der Eulam versteht. Der Teich, das Wort Teich, meint euch eine Übersetzung. Ivre Teich, weißt du, alle alte Übersetzungen haben geheißen Ivre Teich. Das heißt, Teich, der Nomen von der Sprache, meint Übersetzung. Ich meine, es ist sehr ein unikaler Fall, wenn die ganze Sprache, die ganze Geschichte von der Sprache ist sehr tief verbunden mit Übersetzungen. Die Sprache ist hat sich entwickelt in einer hochliterarischer Kultur, geringelt sei mit Lashon Kodesh, sei mit der rumischen Sprachen, was kann sein Latein, in gewissen Fällen romanische Sprachen und so weiter. Das heißt, es ist כדאי sich zu dermonen. Als Jiddisch ist בכלל eine Sprache, es ist eine Sprache, wo es sehr natürlich verbinden mit Übersetzung. Du will ich weisen ein paar historische Fällen, למשל, das ist ein Sefer Refues von Epes Aruf, Rabbeinu Mordechai Worms, ist gewesen ein deutscher Schritt in Worms, gelebt im 16. Jahrhundert, hat geschrieben medizinische Sgules. Wenn hat nicht gekannt etwas Wort, hat natürlich reingestellt, oder Lateinisch oder deutsches Wort. Alle seine deutsche Wörter, ich meine, alle seine lateinische Wörter, was jetzt stammen von Deutsch. Das heißt, lateinische Wörter, was angepackt in Deutsch, hat sie ausgenutzt, aber hat gewusst, dass es Deutsch. Ich kann du finden, Helder, Latwerk, ich weiß nicht, was das ist, aber gewisse Gewürzen, verschiedene Medikamenten oder Pushet. Wenn hat nicht gehabt, kein Lashon Kodesh, das Wort, oder etwas auf verspreitetes Wort, oder genießt Pushet. Zimring, Nägler, ihr könnt sehen in der Mitte. Und tu Ingwer, Nägler, Zimring, Galgan, Kolmos und Muskaten Drein. Muskaten der Rein. Ich meine, dass Muskaten der Rein meint Muskaten von dem Rheinreihen. Beim Teich Rhein. Und weiter ist ein interessantes Gula, was wer soll sich zu raten werden von einem Mischigenem Hint oder a Katz. Das ist mir sehr gefallen. Ein Mischigener, was kann man tun, wenn ein Mischigener Katz beißen? Dann ein Mischigener Kelef, schreibt einer Katzen, ich meine Katzen, einer Katzen und Bekitzer in der Mittelalter hat man Pushet genutzt oder deutsche Wörter oder seltene Lashon Kodesh oder lateinische oder romanische von altfranzösisch und altitalienisch. In dem 17. Jahrhundert ist geworden der Menkak auszunutzen Pushet deutsche Wörter. Das ist ein Buch von Emerson Ari Levi, was heißt Sefer Yediyah Lachashm, ein Lernbuch von Mathematik, von Arithmetik. Und du nicht der Mechaber Pushet lateinische Wörter, Lemoschel, kann sein, subtrahieren, das heißt rupnehmen, dazu. Auf der friedliche Seite sagt addirieren, das heißt zu neu pflegen. Nikra Shara Keifel, Lashon Latein, das ist beim Sof auf der linken Seite, die Wörter. Shara Revi, der vierte Teil. Sagt, Lashon Latein multiplizieren. Aber es ist sehr charakteristisch. Kann sein, dass jedes Mal Hazard über Scharka Keifel auf Lashon Kodesh und danach bei Lashon Latein multiplizieren. Das heißt, Hazard über, als man so besser verstehen, dieselbe Terminen auf Lashon Kodesh und danach auf Latein. Und zusammen Technik, übersetzerische Technik, ist in der heutigen Zeit eine sekundäre und eine parasitische. Und es trifft sich sein in der einzeitigen Frühe Ausgabe, trifft sich einmal in Vorwort, trifft sich einmal
gewisser Schreiber, als man meint, dass keiner wird nicht verstehen, etwas an Neologism, Hazard Manöver. Also auf Loschen Koidusch meint es, heißt es Azoi, auf Englisch heißt es Azoi, auf Lateinisch heißt es noch Azoi. Und so bekommt sich sehr stilistisch schlechter Text. Das heißt, ist besser euch zu trachten Terminen, wo sollen fixiert werden in der Sprache, aufgenommen werden bei den Mäulen. Und man soll nicht sich überhören. Das heißt, dass wenn man jetzt das Wort multiplizieren, soll man jetzt das Wort. Aber auf jeden Fall, wenn du der Loschenkoidusdike Verb Keiflan, besser sagen Keiflan, anstatt weiter sein defizieren, anstatt defizieren, darf man sagen Poshet zerteilen, das heißt divide, zerteilen. Lassen wir rüber zu einer Kufe von Avrom Kasper. Ist gewesen ein medizinischer Doktor, hat gewohnt in New York, hat geschrieben populäre Bücher wegen Wissenschaft auf Englisch, hat gearbeitet in Forwards, hat geschrieben populäre wissenschaftliche Artikel und ich halte sich ein bisschen wie sein Mamschek Derech. Hat übergeguckt gemacht alle seine Bücher, sagt, euch zu lernen und verstehen, wie soll man vielleicht übersetzen verschiedene Wörter, übergeben verschiedene Termine auf Englisch. Pflegt nutzen Deutsch, Englisch, Latein und Russisch. למשל, nutzt solche Wörter wie Kolbe und jedes Mal erzählt was das ist. Und das ist, wie ich habe gesagt, ist bei mir eine schlechte Technik. Es geht euch zu nutzen, etwas ein Wort, zu definieren, was das ist, hoffen, dass der Eulam wird sich zugewöhnen zu diesem Wort und sagen, Kolbe soll sein eine Kolbe. Wir sagen jedes Mal Kolbe. Auf Loschen Koidusch heißt das so und auf Arabisch ist das so und ich weiß nicht, ob noch etwas anderes. Wir können sehen, dass sagt, nutzt das ardeutsche Termine, sind geworden Standardwörter in einem heutigen Englisch, Wasserstoff, Sauerstoff, Bamsov, sagt schnell mit der Schwebel Sauerstoff ist Carbon, ist Salz, welcher heißt Zinksulfat und in der Klammer Sulfur ist Schwebel. Das ist ein anderes Beispiel, was ist nicht gedeutet. Oder man sagt Schwebel und Schwebel können wir Yoga finden in Wörterbücher oder lassen wir uns nicht von dem lateinischen Synonym Sulfur. Sulfur ist Schwebel, klingt wie etwas nebenbei überhaupt. Und ich meine, dass der Stil zum Bedeuren trifft sich noch aus, weil ich weiß, das ist ein sehr interessanter Text, wo ich aufnehmen das Fenster auswähle. Das ist ein schlechter Beispiel von der idischen Wikipedia, wo etwas, ich bin sicher, dass etwas Huset hat angeschrieben. Es ist ein Mingemisch von dem Vorwärtsloschen, was in gewissen Fällen, nicht in dem Fall, aber in anderen Fällen, aber gesehen als meine eigenen Termine, was ich auf gebracht mit 20 Jahren zurück, beweisen sie in chassidische Zeitungen rein. Und einmal trachte ich, ist es gewinn Kedai, ist es gewinn ein geratener Termin? Sie nicht. Weil zumal sehe ich, dass etwas Wort, was ich auf gebracht, beweist ich, Epsachus schreibt in der jüdischen Wikipedia, die Hydrogenökonomie. Ich rede schon nicht von der Kommerzen und Passachen, wo sie die Bechlad nicht benimmt, aber von der Sprachgruppe. Die Hydrogen, für was Hydrogen? Für was darf man das schreiben? Hydrogenökonomie ist ein vorgeschlagenes System, in welchem Rohbrennstoff, welcher treibt die Ökonomie, wird regelt zu Hydrogen. Der Konzept. Auf jeden sagt man Konzeption. Die Welt wird sehen, natürliche Gasolin. Für was Gasolin? Auf jeden sagt man Benzin. Gasolin ist Englisch. Und er soll weiter sein, mehr Sachwörter, wo sondern Poshet nicht gestellt, nicht geklärt. Ist wer sollen wir soll man ja schreiben, wie ich meine, weil ich weiß noch Stückel von meinem eigenen Artikel und noch ein Beispiel von einem anderen Mitarbeiter.
Das ist gewesen ein Artikel von einem Birobirzhaner in einem Birobirzhaner Stern gewidmet der Geschichte von Computerei in allgemein. Es geht sich von John von Neumann, sehr berühmten Physiker und Mathematiker, was hat zugetragen, gesäudelte Konzepte von Computerei. Und ich erzähle das Wort Programmisten. Ja. Ich habe gesehen in gewissen Artikeln, Menschen schreiben, oder etwas moderne Computerei München in Computerprogramms, etwas so, Computerprogrammen München. Ich meine es auf Russisch und dachte ich mir auf Deutsch, es war ein Wort Programmist. Das klingt ganz natürlich, verständlich. Das ist gedeiht nicht nach Programmer und andere Wörter. 6 Freunde, erste professionelle Programmisten der Welt, sich geboren und so weiter. Lassen wir finden, ein Wort, was tun. Programmistkes. Ich meine, das ist ein Gitwort. Programmistkes. Das ist ein Mann ist ein Programmist, eine Frau ist ein Programmist. Es ist nicht gedeiht zu schreiben, eine Frau ein Programmer. Oder noch ärger zu gesagt, dass ich mir in der Ried, in der Satmarer Zeitung, eine Käbe ein Programm. Sondern gewisse Termine, wo es nicht gedei, kein Klaviatur oder Maschine nicht gehabt. Das heißt, die Klaviatur ist ein gutes Wort, was es gedei, zu nutzen, und Vorwort nutzen, es nicht gedei zu schreiben, zu transkribieren, Keyboard, was ich auch hier gesagt. Nicht gedei zu trachten, etwas wie kneplich Brett oder was trachten, etwas so. Neben dem Neologism, wenn es schon ein Wort, was klingt, was ist angenehmer. Oder obdrucken sie mit einem Printer. Ich nutze das Wort Printer. Für was? Weil es klingt natürlich in Srofe unterscheiden verstehen, was das ist. Ein Drucker ist ein zweisinnig Wort, was kann meinen, ein Mensch, was vernimmt sich mit Druckerei. Ein Printer meint, darf die Maschine, was drückt auf noch ein Beispiel. Telefondisk. Das heißt, alte Telefon geht ein Disk, kdei zu telefonieren. Ja. Ich meine, dass jeder wollte es nicht das Wort, aber es ist gedei zu trachten, also in gewissen Fällen, wenn nicht gefunden etwas Terminen на Wörterbuch, kann pushen, то есть nutzen natürliche Kombination von Terminen, zum Beispiel ein Telefondisk, und nicht trachten von etwas Neologism, wenn man darf es nicht. Weiter. Das ist ein anderes Beispiel, wo es meine AGF, das ist gewesen, das ist unsere Kollegin, Geschichte, was wohnt in Paris, Anne Erschler, ich weiß nicht, sie ist zwischen uns Heind. Sie vielleicht schreiben vorwärts euch populäre wissenschaftliche Artikel bei den Nobelprisen. Ich schreibe auf Nobelprämies. Mir klingt das ein bisschen mehr natürlich, aber ich meine, beide Synonymen sind ganz fein, oder Nobelprämies oder Nobelprisen. Sie vielleicht schreiben verschiedene welche Duschen in Medizin, Physik, Chemie und Mathematik. Lemosche schreibt sie die Prämie in Medizin und Physiologie, wollen wir bekommen, das ist gewonnen 2007. Das ist Mario R. Capecchi, Vereinigte Staaten und so weiter. Fahren entdecken die Prinzipien, wie soll reinzuführen spezifische Modifikationen in dem Genom von Mais. Ausnutzende embryonale Stammkämmerle. Ja. Man studiert die genetische Modifikation bei dem Mais mehr wie bei allen anderen Hais, weil Mais sind klein, nicht teuer. Mehr sie gibt, davon sind sie passige Objekte für laboratorische Experimente. Отле може да розвивати лабораторія експерименту. Я не kan zeggen dat laboratorie experimenten. Ja. Aber sicher nicht durchtrachten etwas, ich weiß nicht was, ich habe gesehen,
Feldexperimenten ist etwas anderes. Das hat zu tun mit dem Arbeiten ergens in draußen in einem Feld. Also klingt das, das meint nicht Laboratorieexperimenten. Bekijken met al zijn echt precies. Euch tragen Terminen, wo es seinen sei verständlich, sei klar, was sie meinen. Sie sollen, wie viel Mechanismen soll man euch meinen, zwei oder vieldeutige Wörter. Wie macht man eine genetische Modifikation? Genetisch modifizierte Mäus oder ein anderer Mensch. Es sind dort zwei fundamentale Etappen. Eine Etappe ist ein gutes Wort. Man kann sagen, neue Madreiges, aber Madreige hat ein bisschen eine andere Konnotation, was klingt mehr philosophischer Etappen. Das geht Wortbestand, Lichatchila von Französisch. Erstens baut man in vitro. Ja, für was in vitro? Ich wollte getracht, sie soll schreiben in vitro, sie soll euch trachten etwas natürlich, wie Russisch schreibt, wollte getracht in einer Probierke, aber Srofleiner wollte nicht verstanden, als Probierke meint die Kehle, was weil, ja, weil in Englisch. Und zu schreiben weil ist euch nicht gedeiht, weil Srofleiner wollen ja verstehen. Aber von deswegen ist es ein englisches Wort, was es nicht gedeiht, reinzubringen in Jiddisch, weil der heutige Amerikaner Jiddisch ist schon, dachte ich mir, übergefüllt von Anglizismen. In vitro dem dalet nun sein. Sie hat euch gesagt, das ist ein Termin. Ich bin nicht sicher, dass es ein guter Termin ist. DNA, das heißt, was hat sein ist Säures. Das heißt, wie soll heißt DNA, wenn ich es aus meinem Kopf. Ну, Дезоксирибонуклеиновая кислота. Дезоксирибонуклеиновая кислота. То есть далет non sein ist Desoxyribonucle, ich weiß nicht, was für Adjektiv hat sie gemeint, Säures. Säures, ja. In der Kämmerlach zweitens realisiert man den Byte in einem Organismus. Ich habe gut Wort, Organismus. Man kann sagen, in einem Guf, in einem Körper, aber ein Guf meint etwas anderes. Ein Guf kann sein, ein Guf, koidam kol assoziiert sich mit Menschen. Körper kann sein ein kosmischer Körper, also wie ich weiß, der Sonne und der Lebone. Organismus meint eigentlich ein lebendiger Beschäftigung. Man nennt aber befruchtet Eikämmerl. Das ist ein interessantes Wort, befruchtet, wo sich hauptsächlich geampert etliche Malen vorwärts mit anderen Schreiben, meinen, dass das ist Deutschmerismus. Das ist ein Stück Deutschmerismus, aber von deswegen ist es besser, bei euch zu trachten, etwas ein Termin, was keiner wird nicht verstehen. Lemoschel, was habe ich gesagt? Fertilisierte ist ein Kalke von Englisch, was ich nicht gedeiht reinzubringen. Befruchtet, mag stammen von Deutsch, aber von deswegen ist es ein eingefundenes Wort in Jiddisch, was trifft sich in der Sache, sei sowjetisch, sei Amerikaner, wissenschaftliche Bücher von 20er und 30er und 40er Jahren. Und es ist nicht gedeiht, in solchen Fällen ist nicht gedeiht, herauswerfen Deutschmerismen. Und zu sein zu stark ein Purist und poschat vermindern die Qualität von der Sprache, von Herrschen, von Machen, von herauswerfen, kleinisch fremde Wörter, хочет sein und gut bekannt. In welcher Stadie von Entwicklung. Das ist ein guter Beispiel, wenn wir gesagt über, когда nicht über Etappen, schreibt es Stadies, wir können sagen Stapeln, wir können sagen Madreiges. Danke Gott, es ist sehr reiche Sprache auf Synonym. Wir spritzen in die Kämmerlach mit dem verbindenden danach, ich weiß nicht, wie soll wollte man das ist eine interessante Frage, wenn man tragt euch Rosh Tevis, wissenschaftliche Rosh Tevis, wie soll man sie herausreden? Потому что Ivo wissen wir, also man sagt Ivo. Wie soll man sagen,
auf Russisch sagt man DNK, ja, auf Englisch DNA. Damit darf man sagen Dalet nun sein. Mir klingt das ein bisschen modne. Wenn ich schreibe wegen Genetik, schreibe ich gewöhnlich der genetische Code. Es ist ein bisschen nicht pinklich dieselbe Sache wie diese zerriebene Kislota, aber von deswegen klingt das klar für jeden. Und danach pflanzt man dem Embryon rein in der Trakt. Soll er sich weiterentwickeln. Bekitzer, wir können noch reinkicken in andere Beispielen, Texten. Aber ich meine, dass es gedeiht ist, aufzureden und betrachten verschiedene konkrete Termine. Wo soll man ja tun, wenn man jetzt etwas wissenschaftlich oder technisch aufwidert und was man darf nicht tun. Koidem kol darf man anstatt austrachten neue Termine, darf man überkicken Wörterbücher zu sehen, ob es schon voran bekannte Termine. Dennoch kontrollieren sie seinen Tag benimmt oder etwas Linguist ausgetragen und in Bücher wird sie nicht gefunden. Sag mal, wenn sie geht nicht redet wegen Computerei, Genetik, Quantenphysik, moderne Astrophysik, moderne Medizin, kann man sag mal gefunden Wörter in sowjetische Bücher. Und ich meine, dass die sowjetische wissenschaftliche Terminologie für das ist die beste. Verwusst, weil in Amerika sind gewähnt verschiedene Schulen von Übersetzung, was man kann einteilen in 3 Kategorien. Oder slawisch gestimmte, das heißt Schreiber, was haben gesagt, genutzt polnische oder russische Wörter. Пробирки, Kolbe, Trubke, Avrom Kasper hat gesagt, er hat geschrieben. Ganze Phrasen zusammen russisch. Oder Englisch, transkribierte oder Kmoitres transkribierte englische Wörter, wie ich habe gesagt, befruchtbaren, fertilisieren und so weiter, das ist nicht dabei. Oder Deutsch. Und Deutsch, wenn es zu viel Deutsch klingt, das Tage Deutsch mehr ist. Es ist nicht dabei reinzugucken in die modernen deutschen Wörterbücher und es ist dabei ja reinzugucken, aber es ist nicht dabei mechanisch übernehmen einseitige deutsche Wörter und schreiben sehr viel. Das ist nicht dabei. Das heißt, von deswegen darf man sehen, beschätzen die Termine, die existieren schon, ob es da etwas, ein Termin, was hat zu tun mit dem Termin, was ihr wollt ausdrücken, ist gedei es benutzen wir Teil von dem Wort, Lemoschel von dem Termin, Lemoschel, wenn er schreibt, wegen Zodiac Mazolos, ja, Zodiac Mazolos. Mazolas bei MS auf Jiddisch, wenn man sagt Mazolas, oftmals meint das Tag dem Zodiac. Aber zu sein präzise, ist voran das Wort Zodiacus, wird hier gefunden in Wörterbüchern. Voran das Wort Mazolas. Voran das Wort Gesterns, voran das Wort Konstellations. Alle 3 Synonymen sind ganz gut. Ihr könnt schreiben Zodiac Konstellation, Zodiac Gesterns, Zodiac Mazolos. Wenn tracht euch etwas an einem Termin, ist wichtig reinzugucken in etliche Wörterbücher. Koidem kol Tage Deutsch. Was Deutsch? Weil grammatisch, wie viel man soll nicht proben, rauswerfen, Deutschmerismen und derweitigen Jiddisch, wie viel man kann von Deutsch. Und deswegen Jiddisch ist ja germanische Sprache. Und die Konstruktionen, die waren benutzt auf Deutsch, Achitz, sehr lange deutsche Termine, was auf Jiddisch ist nicht so, als Mintek euch Zenitzen gewöhnlich tragt man euch Zenitzen, euch zerteilte Konstruktionen, anstatt extrem lange Wörter. Aber von deswegen ist es reinzugucken in die heutige deutsche Wörterbücher. Danach in slawische, russische, polnische, weil
wie bekannt, Jiddisch hat sehr großen slawischen Element. Und es ist gedei zu sehen, Moschel, traditionell wollte man jetzt nehmen ornithologische Terminologie, biologische Bechlal, von bekannten Pflanzen, Vögeln, Hais. Oftmals hat man vielleicht man Nissen, slawische Wörter. Lemoschel, wenn es geht wenn etwas Haie. Joel, Ja, zum Beteuern haben wir eine begrenzte Zeit geheint und euch ihr wollt gekannt, Pamela und die können wollt gewinnen. Entschuldigung. Lass mich machen ein neues Wort. Bekitzer, es geht da reinzukicken in Wörterbücher, ist sehr wichtig zu trachten wegen möglicher Konnotationen. Ihr wisst, dass jeder von euch weiß, dass in gewisser Weise richt man in gewisser Kreise ein Zelltelefon. Wieso sagt man auf Jiddisch Zelltelefon? Lass mir hören. Mobilke. Ja, und es ist voreinander Synonym. Wer weiß, was voreinander Synonym ist? Es dreht sich in gewisser Kreise. Cashphone. Was? Ein Cashphone. Ja, das ist Gitterwörter, aber er weiß, dass es dreht sich in gewisser Kreisen, dreht sich das Wort Zelke. Was Mordgeschäfter sich in der Brauch hat ausgebracht. Zum Bedeuren klingt also, riecht aus als ein Wort schlechte Konnotation, weil, wie Nochem Stochkov schon bemerkt in seinem Neuzar, auf slawische Sprachen und auch auf Jiddisch ist es ein grob Wort. Ihr könnt also, was meint, es ist ein schlechtes Wort, was heißt, Nee, nur mal sagen, es ist eine anatomische Terminologie. Das heißt, es ist anatomische Terminologie, ich will nicht so viel erzählen, was das ist. Bekitzer, es ist nicht gedei, austrachten Wörter, was kennen, ausrufen schlechte Konnotationen bei gewissen Menschen. Dennoch, ist nicht gedei, austrachten Neologismen, was keiner wird nicht verstehen. Der Moschel, der selber Morche Schachter hat vorgelegt, für Baseball Hilke Pilke. Hilke Pilke, wer wird verstehen Hilke Pilke? Es klingt interessant, aber es ist gedei für etwas futuristischen Roman, ein Lied, ich weiß nicht was. Aber ein Mensch, was allein Hilke Pilke, wird nicht verstehen, was das ist. Es ist gedei zu schreiben, Baseball. Weil auf andere Sprachen, wenn man redet wegen dem Spiel, sagt man Baseball. Dennoch ist sehr wichtig zu gedenken, als wenn trachtet etwas aus, kann sein, und es ist ganz möglich, als Emerson wird überlehnen einen Artikel, überhausen das Wort in sein oder ihr Artikel, und sie wird werden am Mittag das auszunutzen, und dennoch in seinem Jurim wird sein, Austrag nicht in einem Wörterbuch, und dennoch wird trachten. Sie ist gewann gedei, sie ist gewann geraten eure Jiddisch oder nicht. Ist Bekitzer, ja, die Zeit ist begrenzt. Oder etwas Frages? Schönen Dank, Joel, das ist gewesen sehr interessant und danke, eine seltene Gelegenheit zu hören von deiner reichen Erfahrung in dem Gebiet. Efter wollen wir zurückkommen zu der Frage in der allgemeinen Diskussion beim Sof, weil die Zeit ist schon rüber und wir wollen haben genug Zeit zu hören dem kommenden interessanten Referat von Nomi Brenner. So it is, thank you very much, Joel, for this very interesting talk. And it is a great pleasure to welcome and to present Nomi Brenner, who is an associate professor at the Department of Near Eastern Languages and Cultures in The Ohio State University. Her work focuses on issues of multilingualism, circulation, and translation in modern Jewish literature and culture. She has published Lingering Bilingualism, Modern Hebrew and Yiddish Literatures in Contact, and her current project examines the development of popular fiction in Jewish literature.
Today's talk is entitled Stealing Stories, a Translation and Popular Fiction in Yiddish and Hebrew. Thank you, Naomi. And let me start by thanking the organizers of this wonderful conference. It's such a nice opportunity to be part of it. And even though we're all far away, to be able to be dealing with all of these topics. I also want to apologize. I've missed some of the talks yesterday, and unfortunately I have to miss a bunch of tomorrow because it's the beginning of our teaching semester. But I think, as you'll see, what I want to share with you today very much connects to several of the presentations we've heard already. So let me get started. In December 1946, the Hebrew press in Palestine noted a case before Judge Eliezer Malchi in the Tel Aviv Municipal Court. Journalist Yehuda Novik sued printer Alexander Moses and distributor David Topel for producing Aviva, a serialized romance adventure novel in Hebrew. Aviva, the suit claimed, was not an original work, but an uncredited and unauthorized translation of the best-selling Yiddish novel Sabina, which had been published in installments by the newspaper Heint in 1937. Novik, one of the few surviving members of the cooperative that ran Heint's publishing house, again, a little bit more about that later, argued that the translation violated his copyright. Moses, who published a great deal of popular fiction in Palestine in the 1930s and 40s, argued that Aviva was no longer Sabina because it had been thoroughly rewritten for a Hebrew audience. Now, I'm going to give you more details about this case in a few minutes, but I want to argue today that this legal battle highlights several different aspects of Yiddish and translation that are often overlooked. First of all, it emphasizes something we already know from a lot of the recent scholarship on Yiddish, which is that Yiddish and Yiddish culture were very much present in the Yishuv, so in mandatory Palestine, and in the state of Israel, particularly in the period I'm looking at, which is the 1940s. Second, it spotlights the realm of popular fiction, or it comes under a lot of different names: shun, trivial literature, pulp fiction, or non-canonical literature, which was often denigrated by critics, but clearly attracted readers, and for our purposes was enough of a commercial enterprise that this case ended up in court and in the newspapers of the time. Finally, it focuses on a popular Yiddish text and its translation, as we'll see, from a variety of languages, including, but not limited to, Hebrew. So let me share my screen with you for a bit. Let's hope this cooperates. There you go. I hope you can see that. And I want to tell you a little bit more about the text at the center of this controversy. Sabina, Roman von der Krankenschwester, was a popular novel published in installments in Warsaw in 1937. As you can see here, this is the front cover from one of the early installments. Each installment was a small booklet of 24 pages in most cases, available for the price of 5 groschen at local booksellers, kiosks, newsstands. Over the course of its 100 installments and nearly 2,000 pages, it chronicles the trials and tribulations of Sabina, as you might expect, given the cover here, a beautiful young woman who buries her mother on the first page and is cast out into the cruel world. Contemplating suicide, Sabina is saved by the handsome and wealthy Leon Kaiserstein, and the pair takes no time to pledge their undying love to each other. Yet a variety of villains intervene to keep the lovers from marrying each other and living happily ever after, until the very end, of course. Jealous and greedy relatives, con artists, criminals. And this text, it probably won't surprise you to hear, is filled with many different subplots: mistaken identity, attempted murder, kidnapping, more. As a way that the novel aims to captivate its readers and tempt them into buying the next installment. So Sabina follows a common model for popular fiction, or Schund in Yiddish and in many other languages. It is genre fiction, which is to say it follows well-defined conventions for plots and characters. In this case, what we would call adventure romance novels. I think that we could perhaps, we can talk about that category later if anyone's interested. It could also be called mass market or industrial fiction. Ken Gelder, who's written about this topic quite a bit, suggests that, quote, popular fiction has less to do with discourses of creativity and originality
and more to do with production and sheer hard work. The key paradigm for identifying popular fiction is not creativity, he says, but industry. Just adding another voice here from the scholarship, Clive Bloom says that serialized novels were conceived as commercial entertainment, first and foremost, as products, the, quote, expression of mass, industrial, and consumer society with short shelf lives. In the early decades of the 20th century, so the period in which we're looking at here with Sabina, most, but not all, Shun was serialized, which necessitated regular deadlines to meet weekly or even twice weekly publication schedule. Standalone booklets like this one, like Sabina, often show the effects of this kind of demanding publication, as there are a variety of typos, mistakes throughout. Those published in the newspaper, not always, but often seem to have access to a bit better editing. But I would suggest that creativity doesn't stand in opposition to industrial or commercial fiction. It just looks different. As John G. Kowalty explains, quote, formulaic works necessarily stress intense and immediate kinds of excitement and gratification, as opposed to more complex and ambiguous analyses of character and motivation that characterize mimetic literature. So serialized novels like Sabina were fast-paced and designed to appeal to a mass readership. Let me show you another picture here, just a couple more covers. In the 1930s, many Yiddish critics saw this kind of fiction, what they called Schund, as a serious problem for Yiddish literature. Chana Shmerek, in an article about Schund that somebody referred to yesterday, actually, remarks that the history of Schund literature in Yiddish is essentially a history of the fight against Schund. So, for example, Nachman Meisel acknowledged that there are some good popular novels, but the overwhelming majority were, in his words, quote, mass-produced, pieced-together novels made according to a definite recipe by anonymous novelists or by writers who are ashamed to put their real names on the suspect merchandise. I gotta say, that's actually a pretty good description of Sabina. Some critics faulted the writers who produced this kind of material. Kadia Molodowski proposed that Warsaw's Pen Club actually sanction members who published Schund under pseudonyms. Others blamed the Yiddish press. Alter Katzizna railed against Heint and Moment for catering to the lowest in literary texts with their serialized Schund, specifically calling out Sabina, which I'm focusing on here, as well as Regina, which you see the cover of here. Though its literary merits may be dubious at best, Sabina was wildly popular in Poland and in Palestine. Serialized novels typically ran for as long as they attracted readers, relying on the episodic nature of the plot to expand or contract the narrative based on market demand. Makes for a really interesting literary structure, I would say. Sabina, with its 100 installments, suggests that Yiddish readers were eager to buy each booklet as it appeared on the newsstands. Journalist A. Peshorka estimated that, quote, an artistic work would sell no more than 200 copies of Yiddish in the 1930s, but yeah, he continued later on, but 100,000 copies of booklets of Sabina would be immediately snapped up from newspaper stands. The Yiddish publishing hub in Warsaw in the 30s also exported its books to readers living in a variety of different places. In the Hebrew press in Palestine in early 1938, journalists noted the demand for new installments of Sabina, with crowds of people impatiently surrounding local kiosks in Tel Aviv and in Haifa. These are part of kind of urban sketches, street life that show up in different papers at the time. Like their Yiddish counterparts, Hebrew critics railed against this popular phenomenon, taking the unusual step of using the Yiddish word Schund in the Hebrew press, which simultaneously names a particular kind of writing. They assume that everybody knows what Schund is, and also blaming it both implicitly and explicitly on Yiddish. So by the middle of the 1940s, after wartime paper shortages in Palestine had ended,
there was a growing corpus of Hebrew Shund. Some of these covers are actually from the 1930s, some from the 1940s, and even a little bit later. But there's a growing corpus of Hebrew Shund that's circulating in the Yishuv, to the continued dismay of Hebrew critics. You can see here Tamara, one that's not pictured here, a very popular one, The Captive from Tel Aviv, The Impure One, just to name a few. One of the longest running serialized novels was Aviva. Here you go, Aviva. So the life of a young illegal immigrant, which started appearing in 1946. For anyone who had read Sabina, it would have become clear very quickly that Aviva was adapted from the 1930s Yiddish sensation. I focused on the relationship between the texts, including specific passages in other places, so I'm not going to go into detail here. But like Sabina, Aviva is a lovely young woman who loses her mother at the very beginning of the serialized novel, and then tries to support herself by working as a nurse as she navigates a cruel world with all sorts of obstacles in her path. The streets of Warsaw have been replaced by the streets of Tel Aviv. The handsome, wealthy Leon Kaiserstein is transformed into Gidon Israeli, but very few other things have changed. But the majority of these changes are what I'd call cosmetic, which is to say that Hebrew names and Middle Eastern locations replace their Eastern European equivalents, but that the structures and norms of life in 1940s Palestine are rendered as essentially the same as life in 1930s Poland. While Aviva began as a translation of Sabina, a highly domesticated one, if we want to use the language that's common in translation studies, it kind of puts its distance and eventually almost abandons the Yiddish text, creating new plots and subplots of its own. By the end of the sprawling novel, Aviva reads much more like a narrative inspired by, or perhaps modeled on, Sabina than what we would typically call a translation of the novel. Now that brings us back to the court case that unfolded in December 1946 and in January 1947. So here it's the both of them are on trial, or well, their producers are facing each other in court. And let me note here that I am relying primarily on accounts from the Hebrew press in Palestine. In 2019, I spent some time in legal libraries trying to track down records from the British mandate on this case. Didn't have much luck, and unfortunately since then I haven't had the opportunity to travel and try to look more into it, although it's something I very much hope I can do. But in any case, let me tell you about this case. Yehuda Novik, also called by his Hebrew as named Yaakovi in the press, had been a member of the editorial staff of Heint and part of the Altnai cooperative that ran the paper in Warsaw from 1932 until it closed in 1939. His lawyer claimed that as one of the few surviving members of the cooperative, he held the rights to Sabina, which had been published by Heint in 1937. Novik sued Alexander Moses, a printer, and David Topel, a distributor, who published and disseminated a wide variety of material, posters, placards, full-length books. There's actually a ton with their name on it, even if you do an internet search looking for images. A lot of variety in what they're printing and distributing. Moses, who owned a small print shop in Schenken Street in Tel Aviv at the time, is perhaps best known or better known for acquiring the newspaper Yediot Achronot in 1940, which was later run by his father and brother, creating a dynasty of sorts in publishing in Israel. But the Moses Press published an impressive number of Hebrew books at the time. So now we're talking about the early 1940s, ranging from a book of articles by the Hebrew modernist Eliezer Steinman, so high literature or heading in that direction, Hebrew Bibles and other religious texts, and more relevant to our purposes, many novels that critics would have called Shund, the Sarat Ahava and the Storm of Love, Cruel Fate, and of course, Aviva. In court, the two sides contested issues related to copyright and the relationship between the novels Sabina and Aviva. Journalist Shimon Samet testified that Aviva was a translation of Sabina, and he actually sort of dramatically reads passages out loud in the courtroom in Yiddish and Hebrew that were virtually identical to each other. They are not hard to find, especially earlier in the novel.
Novik and Moshe Indelman, who had been the editor at Heint in the 1930s, explained how financial difficulties in the early 30s had led Heint to become a cooperative enterprise in which the 80, give or take, employees, from editors to printing staff, participated in the newspaper's business decisions. In the case of Sabina, Indelman explained the editorial staff opposed the plan to print the Schund, these cheap booklets, but other press employees, namely the print staff, outvoted them in favor of pursuing this potentially lucrative plan. Now, on the other side of the case, Moses and his lawyer disputed that Aviva was a translation and that Novik had any copyright claim. They argued that the copyright belonged to the Alt-Nai cooperative and that no single member had the right to sue as an individual, right? Who is the owner? They also insisted that Aviva was not a translation because so much had been changed in the Hebrew novel. Now, these arguments help sharpen the legal and the literary issues at stake. And I'm no lawyer here, but I'm going to dabble a little bit, and then we'll return to kind of the literary and the cultural issues. In British Mandate Tel Aviv, the court relied on British copyright legislation, specifically the fact that in 1924, the British Imperial Copyright Act had been applied to Palestine. It stated that the original literary, dramatic, musical, and artistic works came under legal protection. Let me stress here, original. And that the owner had the sole right to produce, reproduce, or publish a translation of the work for the duration of their lifetime plus 50 years. Michael Bernhack, in a great book called Colonial Copyrights, notes that, quote, the self-image of the Hebrew writer differed substantially from the authorial image that was imagined and reflected in the colonial copyright. So basically what that means is that the law was really barely followed in mandatory Palestine in the 1930s, where there are a couple of interesting court cases about copyright and the work of Ahad Ha'am and Theodore Herzl. But key in this legislation and debates about copyright more generally is the concept of originality. Is Aviva a translation of Sabina, or is it an original work? As Samit demonstrated in court, there are substantial segments of the narrative, particularly earlier in the serialized novel, in which the Hebrew text is essentially identical to the Yiddish text from the 30s. Aviva takes its main characters, narrative trajectory, and many of its subplots from Sabina, and then substitutes the local details, language. It also supplements with its own additional episodes. In the process, I'd say it blurs the line between original and translation. Basically, it has elements of both an original and a translated text. Over the course of the presentations and in many other places, we've seen lots of examples of what we could call free translation or loose translation in the 19th century and earlier centuries. One scholarly source that I find useful is Mary Helen McMurran, who argues in The Spread of Novels, this kind of blurring was very common all the way through the 18th century in Europe, when the practice of translation and the discourse surrounding it underwent a major shift from translation as transmission to translation as an instrument of nationalized literary exchange. In a time when the modern concept of originality was still forming, translators frequently changed the text they were rendering into another language and added some original work to it. Closer to the Hebrew text here and its Yiddish counterpart, Gidon Turi identifies a similar fluidity between original writing and translation in 19th century Jewish literature, as, quote, the borderline between original writing and translation tended to be rather obscure. Indeed, it was not even necessary to mark a text as being translated. Moreover, when a text was presented as an original, the common practice was to attribute it first and foremost, sometimes even exclusively, to its translator, who was thus conceived as being virtually on par with the author of an original. So that's the end of Turi's quote. So here it's worth noting that both Sabina and Aviva were published without crediting a real author, or in Aviva's case, an author at all. The Warsaw edition of Sabina lists the pseudonymous A. Klinger as the author, while Aviva doesn't include an author's name. Popular fiction, of course, was often published under pseudonyms or without the author's names, which challenges traditional literary assumptions about originality.
These texts are presented as consumable products rather than original artistic work, as a text's value depends on its marketability and mass appeal, and not its authorial pedigree or innovation. This, in turn, I'd say, perpetuates older models of translation that rely less on the authority of the author or the integrity of the text, and more on creative transmission of the story itself. I can imagine here that Moses, as the publishers of Aviva, might say that he could care less whether the Hebrew novel was translated or original, as long as it sold. Further complicating the situation of Sabina and Aviva was some of the history of the text that surfaced during the trial. These sorts of novels were often criticized for being derivative, cribbed from other books and languages. One of the most interesting aspects of the testimony in the case is that it brought up older accusations that Sabina had been stolen as well. Apparently, the editorial board of Heint had been sued in Poland by a certain Mrs. Gottgeld, who claimed that Sabina was based on a Polish novel that she had written. Worth noting as well that already in 1938, Alter Kitzizna, who really hated Sabina and the student that it represented to him, claimed that Sabina was ripped off from a Polish Jewish writer, apologies for mispronouncing the name here, but Witolda Gockiecko. So this was not a new accusation. At the time, so back in 1938, Heint defended itself by claiming that the Polish story had been taken from a French source, but they did pay damages. So did Hebrew publishers who had ripped off parts of a Yiddish novel that had likely been copied from Polish and maybe even French owe anything to Yehuda Novik? Or using some of the legal language of the time, does an artistic work whose originality is contested enjoy the privileges of copyright, particularly when there's no clear owner of the work? According to the newspaper reports, Judge Malchi agreed that Novik did in fact have the right to sue for copyright violation, even though he did not write Sabina. But what he calls the literary dispute surrounding the originality of the text made it impossible to reach a clear ruling, since, he said, chances were good that even the French source was not original. Malchi recommended a compromise, which was accepted by both sides. Novik would receive damages totaling 50 lirot from Moses and Tope, which was not an insignificant sum in 1947. So let me finish up by considering what the implications of this case are. On a basic level, the case publicly confirmed Hebrew critics' accusations that Yiddish was the hidden, or maybe not even so hidden, source of what they considered bad Hebrew fiction or popular fiction. Even as we're talking about the 40s here and getting later into the 40s, more and more fiction of this type was being written in Hebrew and not necessarily being translated. The religious Zionist paper Hatzofer reported on this case under the headline, quote, Heinz garbage distributed in Tel Aviv, showing that many saw the Yiddish dimensions of the case as far more noteworthy than the arguments over copyright. At this historical moment, however, we can also see this case, as minor as it might have been from a legal standpoint, as a barometer for changing relationships between Hebrew and Yiddish. The public spectacle of Novik as one of the very few survivors of the Heint collective, Yiddish remnant claiming his rights, made clear that Warsaw and its cultural institutions no longer existed in the way they did before the war, and there would be no more shund of this type coming from Warsaw. Hebrew popular fiction would continue to seek material from other languages and not necessarily respect copyrights, but the source of that material shifts to English, specifically American popular culture. More specifically, the judge's ruling, accepting Novik's copyright claim, but questioning the degree to which law on copyright applied in the case of Sabina, reflects the marginal status of these kinds of texts. Popular fiction confuses both the parameters and the discourses that have been created for belletristic fiction, namely copyright, originality, translation. And so I would argue that Aviva is not just a bad translation or partial plagiarism of Sabina, but part of a fictional genre that maintains a distinct set of conventions and its own cultural capital, in a sense, part of a larger set of generic fiction that privileges readability and marketability over originality and artistry. What is most valuable about Aviva
and Sabina as texts are not necessarily their precise relationships, but how they transform pre-existing texts, sort of creating a palimpsest of sorts into future iterations of the novel. But when we look at Aviva, it's a novel in which we can see layers of other places, other languages at many moments when the Hebrew veneer is at its thinnest. So the circulation of Aviva and Sabina, by the way, both of these texts were circulating in Hebrew, well, in Yiddish, in Mandatory Palestine in the 40s and into the 50s, demonstrates the way in which popular fiction can both circumvent and I would say confound the legal, political, and cultural structures that sought to regulate it. I'd say it also may suggest ways in which we can expand on how we think about translation and cultural capital. Thank you. Thank you so much, Naomi. This was absolutely fascinating. I invite everyone to ask your questions, comments. Arnaud? Yes, thank you very much, Naomi. This was really interesting. I was wondering if during the trial, apart from all the questions around originality and so on, there was some space for mentioning the Churban, if there was some kind of memorialization as early as 46. As you said, he's one of the only survivors. So was that one point, was that mentioned? So here I'm really unfortunately limited by my sources, which is to say I don't have access to say a transcript of the trial or even a summary of the proceedings. You know, it may be out there. I would love to find it, but I really wish I had it. What I can say, and this is necessarily speculative based on the newspaper accounts I'm working with, is that I think it's in the background and very rarely foregrounded, because the papers and clearly the trial itself as it unfolded dealt with issues like giving the history of Haidt and specifically the nature of the cooperative. That is quite relevant to the question of, well, ownership as it relates to copyright and, you know, who might hold, does Novik in fact have that? But then you also have reports from different journalists and different people who say they go back to Warsaw and they're trying to track down members to verify just how many people are left. And they say, well, we think there might be about 10 of those 80 who have survived the war of this cooperative that ran Haidt in the later part of the 1930s. I mean, again, I'm not speaking to the accuracy of these figures, but that's what's being bandied about in the trial. And to me, again, speculative, I think that's actually less relevant to the direct legal points. That's already taking us into a kind of tangent in which they are trying to grapple with the historical moment being late 46 or really the trial's beginning of 1947. But it's something I hope I can find more about. Thank you. Thank you very much, Naomi. I believe Saul has a question. Yeah, I wanted to ask more about ownership or what the implications of ownership might be. So what would it mean for Aviva to own that, like for Aviva to be a claim of some kind of Hebrew ownership of this story? What does it mean for Hebrew to own Shund in some way? Like you mentioned, the word Shund actually appearing in the Hebrew newspaper is significant in some way, as opposed to using a legal apparatus, which itself is somehow foreign, it's British in that sense, using a legal apparatus to then claim ownership of Yiddish and separate it from Hebrew culture in some way, or to take it back. So what are the, I guess, the politics of ownership that might come up or be muddied by this trial, as it were? Thank you. I love that question. And I hadn't actually linked in the British connection, the fact that we are dealing still at this historical moment with British mandatory law, as opposed to, you know, whatever might be construed as Hebrew law here. So thank you for that. So I think that if we want to start
with the term shund and the way it's bandied around in the Hebrew press. Here I'm looking more at the late 30s than specifically the 40s. You have some of the kind of more purist people like Avram Shlonsky who will not use the word shund, certainly not in the newspaper, but you have a lot of other critics who are. And I think their choice of doing that is really interesting in terms of the language dynamics, but not even going to that. It's a way of foreignizing this phenomenon, distancing it and blaming it on Yiddish, that this is not something that is part of Hebrew. It is an import and it is a problematic one. And it is not something that should be part of Hebrew culture as it is being conceived in, well, national terms and Zionist terms in the 1930s and then running into the 1940s. But I think here we have a really important distinction to make with the case itself, where you have who's actually on trial. Well, you have somebody who was part of Heint in the 1930s. I tried to figure out actually Novik's precise role at Heint. He's kind of listed himself as on the editorial staff, but if anybody knows more about Novik, I would love to know more about him. But he's not suing, a representative of Hebrew literature in a formal sense. What would that mean? Maybe the Writers Union or something like that, or various other addresses in the 1940s. He's suing the printer and the distributor. He's suing the kind of commercial aspects of this entire enterprise of popular fiction. And that's where I think that in legal terms, the question of ownership is important because it's written into, well, the law, and that's what they're trying to deem. But it shows us in a way that I think could be really productive for thinking about popular fiction, but also beyond popular fiction. What happens when you really subtract ownership or the author as a public figure from the equation? Because that's precisely what's happening. Nobody's claiming that they wrote this text. Nobody's even claiming that they themselves translated it, but rather they were part of the dissemination, the circulation, the transfer of the text. Thank you very much, Naomi. I think we have time for a very quick last question, if anyone wants to intervene. Maybe I can just remark, I noticed that on the Aviva front page, it was mentioned that was distributed, how do you say? It wasn't sold, it was distributed. Given for free. For free, yes. Yes, so that's interesting, I think. Yes, that really gets to the heart of this as a marketing strategy. So what typically happens here, you see the first of the booklets, so the pamphlets. And again, these are small and they're sort of they were printed on very bad paper. A lot of them are disintegrating these days. So usually the first installment was free. And the Yiddish booklets, there was similar sort of marketing strategies being used in Warsaw, from what I understand as well, because then they want to hook you. There's always a very strong cliffhanger at the end of the first one, something that makes you want to keep reading. And then, of course, then you're on the hook for buying the next installments. But it's worth noting here, and, if I had the full text up, I could show you the scan of the end where they're really, not only is there the excitement that makes you want to keep reading, which is really built into the nature of this narrative and these narratives more generally, but of course they're already selling the next booklet, where you can get it, how you can pay for it. But these are also really cheap, and that's part of the strategy too. I mean, 5 groschen seems to be the going rate in Warsaw in the 1930s. You can see that. Here you go. They're kind of all sharing. They're competing with each other for the same market, so they're all going to be the same price. But I think one of the things that's going to drive all of these sorts of texts is the marketplace, and so we can see that in so many different ways. Thank you very much. We are a little bit late, so we're going to finish the discussion here, but I do invite everyone to remember any other comments and questions for the final discussion.
And since we're a little bit late, we're going to postpone the beginning of the next session, which will be a round table that will be conducted by Minal Cohen. And we will start it in 15 minutes, that is to say in 6:25 Paris time. So in 15 minutes. Thank you all.